Kasachstan, auch die Schweiz ist vorhanden und wir sind hier zu einer Mahnwache gegen die massivsten Formen von Unterdrückung, die die chinesische Regierung, speziell die Kommunistische Partei, gegenüber den Minderheiten in China durchführt. Das ist unhaltbar, es ist ein Horror, was dort geschieht. Deshalb sind wir hier und machen diese Mahnwache. Wir haben die Ehre, heute eine Kronzeugin aus diesen schrecklichen Lagern, die eigentlich eine Art Konzentrationslager sind. Sie ist selber Kasachin, sie wird nachher ein paar Worte zu uns sprechen, übersetzt dann von einer Uigurin, die auch da sind. Es freut mich, dass so viele Tibeter, Uigurinnen, Tibeterinnen und auch Schweizer hier sind, um eben gerade da ein Zeichen zu setzen. Es ist eine lange Geschichte, schon als 1949 die Kommunistische Partei die Volksrepublik China ausgerufen hat und ein Unterdrückungsregime installiert hat. Die Schweiz hat sofort dieses Land akzeptiert, aber auch akzeptiert, dass zum Beispiel Unabhängigkeitsbestrebungen von anderen Gebieten wie Taiwan nicht akzeptiert werden durch die Schweiz. Diese Politik hat sich weiter fortgesetzt. Es hat Ueli Maurer vor 1,5 Jahren ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um diese neue Seidenstraße, mit der China die wirtschaftliche Macht in die ganze Welt tragen will, zu unterstützen. Das finden wir skandalös und nicht angebracht. Wir haben aber auch noch viele andere Sachen. In 2014 wurde das Freihandelsabkommen von der Schweiz unterzeichnet. Als erstes Land in Europa. In diesem Freihandelsabkommen gibt es kein einziges Wort Menschenrechte. Einhaltung der Menschenrechte ist kein Thema. Deshalb steht auch hier das große Banner, das wir damals schon 2014 gegen diese Unterzeichnung vom Freihandelsabkommen gezeichnet haben, um unseren Protest auszudrücken. Jetzt geht es immer noch weiter. Jetzt bis Ende Jahr sollte der Bundesrat eine Strategie zu China erarbeiten. Wir hoffen, dass wenigstens dort das Thema Menschenrechte ein Thema wird. Wir müssen Druck aufsetzen, und zwar hier vom Volk her, wie auch über das Parlament, damit eben nicht die Wirtschaft über die Menschenrechte gesetzt werden. Wir haben jetzt schon Beispiele wie die UBS, die zum Beispiel Aktien und Indexes hat von Hikvision. Und Hikvision ist wiederum die Firma, die die Observationen, die ganzen Kameras, die ganze Erkennung von Menschen als Uiguren oder Tibeter oder so in China baut und erarbeitet. Und die UBS vertreibt Indexes und Aktien von dieser Firma. Sowas geht nicht mehr. Es werden auch in Ostturkestan sehr viel Baumwolle produziert, unter anderem, vielleicht sind sogar ihre Masken, die sie anhaben, eventuell mit Zwangsarbeit aus Ostturkestan hergestellt. Solche Handelsbeziehungen sollte es in Zukunft nicht mehr geben dürfen. Deshalb sind wir hier und wir fordern eigentlich auf, dass die Schweiz als Staat sich viel mehr für die Minderheiten in China einsetzt, dass sie sich gegen Handel um jeden Preis einsetzt, dass sie sich für ein Freihandelsabkommen mit Menschenrechten einsetzt und dass die Menschenrechte gegenüber diesen wirtschaftlichen Beziehungen priorisiert werden. Ich habe nun die Gelegenheit, kurz mit Nora Tcsl von Campax ein paar Worte zu geben. Sie hat mit uns eingeladen, damit ihr alle hier steht. Und nachher wollen wir dann Sairagul hören, wie sie dann von ihrer Geschichte erzählt. Nora, bist du da? Ja. Das wäre besser. Wir würden es besser hören, wenn Sie denken, ja, einfach nur sagen, dass es mich sehr freut, dass ihr alle hier seid. Das ist wirklich ein starkes Zeichen und macht auch Mut, weiterhin für die Freiheit der ethnischen Minderheiten in China zu kämpfen. Vielen Dank. Dann gebe ich das Wort gleich weiter. Christoph.
Автоном облысында туылып чоң болған. Ich grüße euch sehr herzlich, einen schönen Abend. Ich bin Sairagul Sautbay, ich bin Kasachin. Ich wurde in Ili Bezirk in Ostturkestan geboren und aufgewachsen. Мен доктор, мұғалім və məktəb direktörü қатарлы қызметтерде işledim. Ich habe Medizin studiert und als Ärztin gearbeitet. Мен Қытай Компартиясының 21-ші әсірлікке Шарқи Түркістан халқына жүргізіп атқан геноцид ирқи қырғыншылық саясатының құрбаны və фашистік концлагерінің тірек шahidi болумен. Ich bin die Überlebende des faschistischen tragischen Konzentrationslagers in Ostturkestan. Die chinesische Regierung jetzt heute im 21. Jahrhundert in Ostturkestan an unsere Bevölkerung ausübt. Қытай Компартиясы 21-ші әсірде Шарқи Түркістан халқына жүргізіп атқан бұл ирқи қырғыншылық саясаты бұныңдан нәтиже жыл ilgari planlagan ularning uzun yillik plani. Die chinesische Regierung führt in Ostturkestan ein Genozid an die Bevölkerung dort, an einheimischen Bevölkerung. Das, was die chinesische Regierung tut, das ist ein langfristiger Plan, um das ganze Volk in Ostturkestan auszulöschen. Мұшы рәзіл сиясатыны, мұшы ирқи қырғыншылығыны өнімлік алда ішке ашырыш үшін Қытай Компартиясы ешқандай vasıta талдамастан түрлік рәзіл vasıtalar bilen Шарқи Түркістанның Қазақ, Ұйғыр, Қырғыз, Татар, өзге қатарлық ергілікті миллетін бір бөліміне түрлік жалған төкпетлер bilen faşistik konцлагерлерге ve türmelерге soludu. Die chinesische Regierung, um ihren abscheulichsten Assimilationspolitik und ihre Pläne zu verwirklichen und zu realisieren, führt eine sehr tragische Assimilationspolitik in Ostturkestan. Die chinesische Regierung hat in Ostturkestan einen Teil der Bevölkerung in Gefängnissen eingesperrt, in Umerziehungslagern interniert und damit will die chinesische Regierung das ganze Volk komplett auslöschen. 2017 жылы 11 айда мен мәжбүри алда ашы Қытай Компартиясының фашистік концлагерге апарылып, шедеке күнәсіз қамалған адамларға Қытай тілінен дәріс бердіған мұғалім болып ішлешке мәжбүр болдым. Ich wurde durch die chinesische Regierung im November 2017 wurde ich in eine von diesen faschistischen KZ-Lager gebracht. Ich wurde gezwungen, dort den Insassen die chinesische Sprache zu unterrichten. Шедеке вақтымда Қытай Компартиясының ашы жазалагер қамалған адамларының нұрғынлыған әсіретлік трагедиясыға қорқынышлық, ечіншілік ахуаларының әмісін өз көзім білен көріп куә болдым. Als ich in diese Lager ankam, ich habe dort alles gesehen, wie die Insassen, die Millionen Menschen, die in diesem Lager interniert sind, ihre Lage ist sehr tragisch, sehr dramatisch. Ich habe das alles persönlich gesehen und erfahren, wie die Menschen dort leiden, die Menschen, die ihre Hoffnung auf das Leben verloren, mit ihren leeren Blicken nur mich um Hilfe gebeten haben, hatte ich so einen Eindruck gehabt. Ялғаншы Қытай Компартиясы дегенде ойы бір кәсіп үгітідіған, махарат үгітідіған мектеп емес, оның әмісі жалған. О деген найты қоқынышлық фашистік жазы лагері елге қамалған адамларға рухани бесім қылыш білен түрлік рәзіл vasıtalardan пайдаланып, тән жазасını қинаш, жазалаш еп баруды. Diese faschistische KZ-Lager in Ostturkestan sind, wie die chinesische Regierung behauptet, sind keine Schulen, keine Bildungszentren, keine Zentren, die Menschen dort zu berufen
werden, das stimmt gar nicht, das ist eine Lüge, das ist eine rein faschistisches, schlimmste KZ-Lager in Ostturkestan, wo die Menschen physisch und psychisch gefoltert werden. Аяларға қылғанша басқыншылық қылуды, әмі уедеке адамларны мәжбүрлеп, тұғмас қылып етідіған, ені меріп системасын бұзыдыған, саламатқа егір зиян еткілідіған, қоқынышлық орталдорларны құғыл қылышқа мәжбүр қылуды. Die chinesische Regierung, um ihre abscheulichste Assimilationspolitik durchzuführen und erfolgreich werden, hat einen Teil von dieser Bevölkerung in Gefängnisse lebenslang eingesperrt, haben einen Teil von der Bevölkerung in diesen KZ-schrecklichen Lager interniert. Ein Teil der Bevölkerung sind ins Arbeitslager versetzt. Viele sind in innere Teile des China zur Zwangsarbeit gebracht und gezwungen werden, dort zu arbeiten. Sie werden alle, viele werden auch Opfer der Organhandel. Ben şunu talep kılmayın ki erkin ticaret soğutusunun yeni bizni okşaş, Şarkı Türkistan halkını okşaş, yok olup ketişten aldıdan turgan milletlerini unutup kamaylı. Ich fordere alle auf, die ganze Weltgemeinschaft dazu auf, auch um die Handelsunternehmen, dass sie ein bewusstes Handelsbeziehungen mit China führen, dass die in Freihandelsabkommen auch die Menschenrechtsklauseln bekräftigt werden. Bu erkek kıyıncılık başlanğandan neçe yıllar vakit oldu hazır. Hazır men bütün dünyanın ordudan tek durup dünyadaki hakkaniyetni suydigan bütün dünya halkı bilen dünya devletlerinin biz tarafta turuşunu, bizni qo'llashini, biz bilan birga bo'lishini umid qilaman. Ich rufe dazu auf, alle Menschen, diejenigen, die noch menschliche Werte noch besitzen und die für die Freiheit, Demokratie und für unsere Werte sich einsetzen, dass sie an unseren Seiten stehen, dass sie das Schicksal des Bevölkerung in Ostturkestan nicht erleben. Die Bevölkerung in Ostturkestan steht kurz vor der Auslöschung. Wenn wir heute nicht gemeinsam Stopp sagen zu China gegen sein Verbrechen, das wird auch uns, diese dramatische Schicksal wird auch uns in Europa, in freiheitlichen, demokratischen Ländern auch erreichen. Eğer bütün dünya, bütün devletler hazır ordudan durup birleşip Xitay Kompartiyasının bu rezil siyasatına karşı güçlük hareketke ötmese, Şarkı Türkistan halkının bugünkü takdiri, Hong Kong halkının etisi boludu, Hong Kong halkının etisi etigenligi, Tayvan halkının geleceği buluşu pek mümkün. Wir müssen alle gemeinsam jetzt sofort wach werden, aufwachen, aufstehen und das stoppen. Sonst das Schicksal des Menschen in Ostturkestan heute, gestern Tibet, morgen Hongkong, übermorgen Taiwan, es wird auch uns erreichen. Wir müssen gemeinsam verhindern, dass eine Weltmacht wie China unsere moralischen Werte zerstört und die längst vergangene Fälle wieder beleben lässt. Biz bugün bir yerde aşık Xitay Kompartiyasından zardap çeken Tibet halkı bilen birle bu faaliyeti ötküzgenime naydı hoşal olup atımen. Biz emmemiz birlikte bütün dünya halkını okutup, bütün dünya halkının biz bilen Xitay Komünistlerin, Xitay Kompartiyasının bu erkek kırgıncılığa, bu zulümlüğe birlikte karşı duruşa çakırık kılımen. Ich bin sehr froh, es ist eine Ehre für mich, dass ich heute mit dem Volk, auch wie Tibeter, zusammen hier stehen und gegen Verbrechen des chinesischen Regierung die Weltöffentlichkeit zu präsentieren und dazu auffordern, dass wir gemeinsam Nein sagen. Nein zu dieser Regime, Nein gegen diese kommunistischen Partei China. Mыңларға рахмет бүгінгі мүше
Ahırda bugünkü müşü faaliyetimize kelgen emminglarga rahmet bildirmen. Yana müşü faaliyetimizni teşkillagan Xatar asidagi millatlarga yordam qilish tashkiloti va Shveysariyadagi Sharqiy Turkiston jamiyatiga, Uyg'ur jamiyatiga, Sharqiy Turkiston xalqi nomidan emminglarga cheksiz olqishimni va hurmatimni bildiraman. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Teilnehmenden bedanken. Ich möchte vor allem auch für diejenigen uigurischen Gemeinde in Schweiz mit Unterstützung von Gesellschaft für bedrohte Völker und ihrem Team und jede Einzelnen, die dazu beigetragen haben, diese Mannwache hier zu organisieren. Vielen herzlichen Dank für das tolle Organisation und Ihre Bemühungen und Zusammenarbeit. Wie ihr sicher gehört habt, da ist viel Emotion im Spiel. Sairagul hat mehrere Monate in so einem Zwangslager verbracht, konnte dann flüchten und ist heute in Schweden und hat dort Asyl gefunden und ist dort in Sicherheit. Herzlichen Dank für die klaren Worte. Es ist für uns ein Auftrag, möglichst klar eben diese Politik und die Warnung vor China weiterzubringen. Wir haben jetzt jemanden aus dem Parlament hier. Ich darf Lisa Mazzone begrüßen. Sie wird kurz auf Französisch etwas sagen. Sie ist Ständerätin im Parlament, hat damit etwas zu sagen und sie ist auch Präsidentin der Gesellschaft für bedrohte Völker. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je tiens à remercier énormément Sairagul pour sa présence et son témoignage, pour son courage. Elle est aussi venue aujourd'hui présenter cette situation devant les parlementaires et je sais qu'elle a été entendue, en tout cas par les parlementaires qui étaient présents. Le drame que fait subir le gouvernement chinois aux minorités est non seulement insoutenable, mais aussi totalement inacceptable. Au moins 1 million de personnes sont retenues en Turkestan oriental dans des camps de rééducation pour une durée indéterminée et dans des conditions totalement inimaginables et affreuses. Des sociétés suisses et européennes sont actives sur place. Des dizaines de milliers d'Ouïghours ont également été transférés pour effectuer du travail forcé sous haute surveillance et dans des conditions désastreuses pour des fournisseurs de grandes entreprises internationales. Et le monde ne peut pas faire comme s'il ne savait pas. Les témoignages se répandent grâce au courage comme celui de Sairagul. Les témoignages deviennent de plus en plus nombreux et les Ouïghours sont prêts à prendre des risques pour faire connaître ce drame et pour sensibiliser le monde à ce drame. La Suisse ne peut pas faire comme si elle ne savait pas. La Suisse est l'un des seuls pays d'Europe à avoir signé un accord de libre-échange avec la Chine. Elle entretient des liens économiques très étroits avec la Chine sans veiller à garantir le respect des droits humains. Aucune garantie des droits humains dans cet accord de libre-échange. On ne peut pas exclure que des produits qui sont aujourd'hui importés ici depuis la Chine et qui bénéficient d'avantages douaniers proviennent du travail forcé et de ces conditions déplorables. Pour la Suisse, c'est une honte. Ne rien faire, c'est se rendre complice. Nous devons tout entreprendre diplomatiquement et économiquement pour mettre fin à ce drame qui se déroule sous nos yeux et en toute connaissance alors que nous le savons. Nous devons tout entreprendre. La Suisse doit officiellement dénoncer ce que de nombreux experts nomment un génocide culturel perpétré par la Chine. La Suisse doit renégocier son accord de libre-échange avec des clauses contraignantes pour le respect des droits humains. La Suisse doit suspendre le protocole d'entente en matière économique et financière dans le cadre de la route de la soie. La Suisse doit mettre fin à la surveillance des Tibétains et des Ouïghours ici en Suisse. La Suisse doit s'engager, la Suisse doit faire primer les droits humains sur les intérêts économiques et j'espère vous garantir aujourd'hui qu'il y a au Parlement en tout cas quelques voix qui défendent cette vision qui fait primer en premier lieu les droits humains avant tout intérêt économique
et nous continuerons à nous engager au Parlement et avec vous au sein de la société pour changer cette politique suisse et pouvoir enfin être fiers de notre pays et ne pas en avoir honte comme c'est le cas aujourd'hui. Je vous remercie. Vielen Dank, Lisa. Es freut mich, dass im Parlament eben diese Stimmung auch da sind, denn die Schweiz könnte handeln, aber bisher hat sie sehr wenig gemacht und wir müssen dafür sorgen, dass sie nun viel deutlicher handelt. Als nächsten Redner darf ich Andeli begrüßen. Er ist der Präsident des Uigurischen Vereins der Schweiz, kennt die Situation hier und dort sehr gut und er wird nun ein paar Worte an Sie richten. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, in Osttürkestan übt die chinesische Regierung seit Jahren ethnische Säuberung gegen die Uiguren aus. Es herrscht schrecklichste Menschenrechtsverbrechen unserer Zeit. Über 3 Millionen Uiguren, Kasachen, Usbeken, Kirgisen sind in Konzentrationslager inhaftiert. Ich habe persönlich seit 3 Jahren keinen Kontakt mit meiner Familie. Dass solche schreckliche, tragische Situation ist, hat jeder Haushalt in Osttürkestan getroffen. Als uigurische Verein Schweiz, unser Anliegen ist es, die Schweiz als Musterbeispiel an Menschenrechten der Demokratie darf sich nicht zum Komplizen einer der schrecklichsten Staates der Welt. Die Einhaltung der Menschenrechte, die Arbeitsrechte und die Rechte von einheimisches Volk in Osttürkestan muss im Freihandelsabkommen mit China ausdrücklich bekräftigt werden. Danke Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank, Andeli. Ich bin auch froh, dass heute eine starke tibetische Gemeinschaft hier ist. Die Tibeter sind genauso betroffen. Man kennt es vielleicht besser als die Uiguren. Heute war zwar der Schwerpunkt Uiguren, aber es freut mich jetzt, Tashi zu begrüßen, die als Präsidentin des Vereins Schweiz tibetische Jugend Europas, stimmt's, gell, auch ein paar Worte an euch richten wird. Guten Abend zusammen, liebe Tibeterinnen und Tibeter, liebe Sairabul und liebe uigurischen Brüder und Schwestern und liebe Freunde Tibets und Osttürkestan. Wir sind hier heute versammelt am Internationalen Tag der Menschenrechte hier in Bern, um den Bundesrat aufzufordern, hört endlich auf, wirtschaftlichen Profit über Menschenleben zu stellen. Wir alle sind Zeuge, wie der Bundesrat über die Jahre schwächer wurde, mit jedem Annäherungsversuch an China schwächer wurde. Als 1999 Jiang Zemin hier in der Schweiz auf Staatsbesuch war, konnten Hunderte von Tibeterinnen und Tibeter und auch Schweizer hier in Bern am Bundesplatz demonstrieren. Sie haben Slogans skandiert und Transparente gezeigt mit der Aufschrift Free Tibet. Und das alles vor seinen Augen. Nun, als 2017, fast 20 Jahre später, Xi Jinping hier in der Schweiz war, sah es ganz anders aus. Es war uns verwehrt, eine Demonstration hier in Bern am Bundesplatz abzuhalten. Stattdessen wurde die tibetische Gemeinschaft irgendwo am Rande der Stadt Bern verbannt, um dort viele Stunden vor der Ankunft von
Xi Jinping eine kleine Kundgebung abzuhalten. Als dann Mitglieder von unserem Verein, dem Verein Tibeter Jugend in Europa, am Bundesplatz sich versammelte und bei Xi Jinpings Ankunft Slogans skandierten und Transparente zeigten, kam die Berner Stadtpolizei und hat sie eingekesselt und abgeführt, als wären sie Kriminelle. Währenddessen der wahre Kriminelle im Bundeshaus mit offenen Armen empfangen wurde. Damit das ein für alle Mal klar ist, der Bundesrat ist mitschuldig für die menschenverachtende Gräueltaten der chinesischen Regierung. In Tibet, in Osttürkestan, in der südlichen Mongolei, in Hongkong und auch in China. Der Bundesrat hat jetzt aber die Möglichkeit, seine Fehler aus der Vergangenheit zu berichtigen. Denn wie schon gesagt, wird er diesen Monat seine erste China-Strategie veröffentlichen. Und für diese Strategie fordern wir Maßnahmen, um die Menschenrechtssituation in Tibet, in Osttürkestan und in China nachhaltig zu verbessern. Wir brauchen transparente Menschenrechtsdialoge und keine leeren Versprechungen mehr. Und wir fordern einen sofortigen Importstopp von Gütern, die durch uigurische Zwangsarbeit und bald auch tibetische Zwangsarbeit hergestellt werden. Ja. Der Bundesrat darf die Fehler aus der Vergangenheit nicht mehr wiederholen. Er darf sich nicht mehr der Schikanen der chinesischen Regierung hingeben. Der Bundesrat muss endlich die Stärke zeigen, die er damals 1999 gezeigt hat. Und für Menschenrechte einstehen, nicht nur hier in der Schweiz, sondern auf der ganzen Welt. Vielen Dank. Free Tibet, Free Uyghur! Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben noch eine Rednerin. Es gibt noch ein weiterer Verein hier, die Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft. Bettina, ist sie in der Nähe? Bettina, kommst du noch kurz? Ah, ja, danke. Wir sind heute hier versammelt am Internationalen Tag der Menschenrechte, weil wir gegen die chinesischen Machtansprüche aufstehen wollen. Wir wollen eine laute Stimme erheben, dass die chinesische Regierung sofort damit aufhört, Völker zu unterdrücken, wie die Tibeter, die Menschen aus Osttürkestan, die Südmongolen, oder wie sie es auch in Hongkong tun. Im Namen der GSTF spreche ich mich klar gegen den unsäglichen Machtmissbrauch des chinesischen kommunistischen Regimes aus, gegen die Unterdrückung der Menschen in den von China beherrschten Gebieten. Durch Zeugenberichte wie den von Sairagul oder auch die vielen Berichte der tibetischen politischen Gefangenen wird uns klar, wie grausam dieses Regime ist. Und seit Inkrafttreten des Sicherheitsgesetzes in Hongkong geschieht auch in Hongkong etwas, was damals in Tibet angefangen hat, 1951 mit dem 17-Punkte-Abkommen. China weitet seinen Überwachungsstaat aus, Presse- und Meinungsfreiheit werden abgeschafft und Kritiker werden inhaftiert. Und wir alle wissen, was Inhaftierung in China bedeutet. Es bedeutet Folter, Vergewaltigung und meistens Tod. Und es ist offensichtlich, selbst wenn China Abkommen eingeht mit anderen Ländern, so sind diese Abkommen nur dazu da, dass China seinen totalitären Machtanspruch ausweitet. Und alle Völker werden dadurch unterdrückt, die sich darauf einlassen. Menschen unter der Herrschaft der kommunistischen Partei in China, sie leben in ständigem Angst und Schrecken. Sie werden verfolgt. Und wenn man sich nicht mit der Ideologie der Partei identifiziert oder wenn man dafür einsteht, dass man seine eigene Sprache sprechen, seine eigene Religion ausüben und seine eigene Kultur leben möchte,
dann wird man von dieser Regierung zu Objekten degradiert und man wird sein Menschsein aberkannt und man wird, wie Sairagul auch erzählt hat, in Lagern inhaftiert und gefoltert und so lange gequält, bis man aufhört, ein eigener Mensch zu sein. Und dagegen wollen wir uns wehren. Wir wollen die Menschheit dazu aufrufen, dass sie aufstehen und sich nicht von China kaufen lassen. Auch unsere Regierung soll sich nicht durch den finanziellen Anreiz, den China bietet, einfach kaufen lassen. Menschenrechte können einfach nicht gegen Geld aufgewiegt werden. Und wenn man das versucht, dann wird auch die Schweiz sehen, so wie es die anderen Länder gesehen haben, dass sie früher oder später verlieren werden. Und dass früher oder später China seine Schrauben anzieht, auch in der Schweiz. Und wir, solange wir noch in Freiheit hier leben und uns versammeln dürfen und für Rechte und Menschenrechte einstehen dürfen, rufe ich euch alle auf, und ihr seid ja auch schon hier, aber ich hoffe, wir können noch viel mehr Menschen dazu aufrufen, sich auch für Freiheit einzusetzen und sich nicht vom Geld blenden zu lassen oder von leeren Versprechungen. Und lasst uns von Tibet lernen, lasst uns von den Menschen, die dort schon seit so vielen Jahren von der chinesischen Regierung unterdrückt und gequält werden, lasst uns von diesem Beispiel lernen, was passieren kann, wenn man sich mit den falschen Handelspartnern einlässt. Jetzt möchte ich noch meine Rede abschließen, inspiriert von der tibetischen Kultur, mit ein paar guten Wünschen. Mögen alle Wesen Glück haben und die Freiheit dazu. Mögen alle menschlichen Freiheiten einem jeden zustehen. Mögen alle Wesen sich ohne Angst entfalten können. Mögen alle Wesen Glück haben und die Ursachen des Glücks. Und mögen sie frei von Leiden sein und der Ursachen des Leids. Bögyalo! Wir sind am Ende von dieser Manifestation. Wenn noch eine Person ganz kurz das Wort ergreifen will, dann wäre jetzt der Moment. Möchtest du noch kurz kommen, bevor ich dann den Abschluss mache? Gut? Ich möchte mich bei der Gesellschaft für bedrohte Völker heute für diese Aktion bedanken. Heute ist der 10. Dezember. Ist Lisa noch da? Ja. Lisa, kurz nachdem du geboren wurdest, war ich am 10. Dezember 1989 in Oslo, als seine Heiligkeit der Dalai Lama den Friedensnobelpreis bekam. Und das war für uns dazu mal eine sehr große historische Tag. Das zeigt uns, dass unser Weg der richtige ist. Und ich bin überzeugt davon, dass die Wahrheit nicht mit Füßen kaputt getreten werden können. Deswegen, der mittlere Weg von seiner Heiligkeit der Dalai Lama ist die Option, die für uns alle wirklich wegweisend sein wird für den 21. Jahrhundert. Ich möchte noch ein, zwei Worte zu meinen tibetischen Landsleuten richten. Trinde Chanju Meri Sobegi Trinde Tcsl Ani Manju Trinde Sus Pari Miman Haliktestan Gi Sojun Toni Trinde Kyagona Mashi Manju Dela Kes Mixe Thapa Yomare. 진짜 중이기 다리주 지금 구제 제주 잘 굴러라 경거는 붙여 노벨 생다디 톱디 두디 갈랑가라 오슬로라 왜 고갑라주 왜 고갑디 가지라스나 스스나라 민용세지게 로고 던전 갱기전 남주 간사시 내셔 가이스나 드디 노르웨이라 베바 뉴뉴스 와시오 마레 양고름 붙여라 노베 생다라디 바게 베바 메웨이나 가서 샘제 시우초
Tende insan kuzu ki namdu kansas len gen ki ni nganzu de mi namdu tada kanshi paga doera koga rajo. Tende insan karu kodu sana nganzu ki chibe nala dis chik logo ches kodu gen ches ki duwa chod logo che chashi kari tome inay gen ches yedu kana kola kyoyun da su dewe ina nganzu kaku chagiri sangudu ta nganzu kyanguru michen kono gyachu kenga pesawe kana ta nganzu tende kame naya diri kansa kokab tuise shila mindu tende insan logo chen chashi ches dedu la dinsu la gyabgyo naro na ansi mimala tushe shogi. Herzlichen Dank. Ich denke, auch wenn wir Nicht-Tibeterinnen und Nicht-Tibeter die Worte nicht verstanden haben, haben wir alle die Message verstanden. Wir nehmen jetzt heute ein bisschen Inspiration mit. Sairagul soll nicht vergebens gelitten haben in diesen Lagern. Nehmen wir sie mit. Treten wir an die Medien, berichten wir dort über die schrecklichen Zustände, bringen wir sie in die Politik, mit Hilfe von Lisa, aber noch vielen anderen, bringen wir sie in die Organisationen, machen wir daraus eine Kraft, um die Veränderungsprozesse auszulösen und die Schweiz zu bestärken, respektive zu ermuntern, sich nun ernsthaft um die Menschenrechte ganz speziell bei China einzusetzen und nicht einzuknicken, wenn mit der Wirtschaft sofort gedroht wird. Hiermit beende ich den heutigen Abend. Ihr dürft dann noch ein bisschen stehen bleiben, solange ihr wollt. Und so langsam werden wir das abbauen. Nochmals ganz herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Verfolgt auch die verschiedenen Organisationen, die da mitgemacht haben, weiterhin. Unterstützt unsere Petitionen, vielleicht auch mal die Organisationen mit einer Mitgliedschaft oder so. Macht mit, denn zusammen sind wir stark. Zusammen werden wir auch den Chinesen ein bisschen mehr das Fürchten lernen. Herzlichen Dank für alles und dann nochmals für dich, Sairagul. Herzlichen Dank, dass du da bist und die Tibeter, Uiguren, Kasachen, allen, die hier waren. Wir werden China irgendwann schon noch in die Knie bringen. Ja, und wir und auch in der Schweiz. Bestritten.